ist einer der bekanntesten Trickfilmfiguren weltweit. Neben Wallace und Gromit ist er die wichtigste Plastilinfigur im Trickfilm. In über 100 Ländern flackern die Abenteuer des kleinen Pinguin in die Kinderzimmer. Unzählige von pädagogischen und trickfilmtechnischen Preisen hat er bereits gewonnen. In Japan und in der Schweiz ist Pingu bekannter als der amerikanische Präsident. Das Pingu Filmstudio befindet sich in diesem Haus in Russikon. Hier arbeitet ein Team von 10 Spezialisten aus der ganzen Welt am Produkt Pingu. Hier entstehen die Abenteuer von Pingu. Für den 25 Minuten langen und bisher einzigen längeren Trickfilm Pingu am Hochzeitsfest haben die 10 Mitarbeiter des Pingu Filmstudio ein ganzes Jahr gearbeitet. Am Anfang eines Pingu-Films oder einer Episode steht die Idee. Die beiden Produzenten Silvio Mazzola und Guido Weber schreiben die Geschichten für Pingu. Es sind Lebensgeschichten. Ob das nun ein Kleinkind, das diese Erfahrungen teilweise noch nicht gemacht hat, sieht, was Pingu für Erfahrungen macht, und dann wir Erwachsene, die zurückschauen können auf die eigene Kindheit und so einen Spiegel erhalten, wie locker wir es doch hatten, als wir noch Kinder waren. Und das fehlt heute den Erwachsenen. Pingu ist ein kleiner Lausbub. Pingu ist ein kleiner Lausbub, der sich Sachen erlaubt, die immer am Limit des Anstandes sind. Doch er bleibt immer anständig. Er geht also nicht über diese Grenze, wie viele andere extreme Charakter das machen. Das wollen wir so haben. Denn er ist eine Identifikationsfigur. Die Kleinkinder wie auch die Grösseren erlauben sich mit der Situation, die er erlebt, auseinanderzusetzen und zu identifizieren. Die Animatoren Seshi Kato und Javier Garcia setzen die Geschichte nun in ein Storyboard um. Jede Szene wird mit sämtlichen Einstellungen zuerst einmal gezeichnet. Zusammen mit den Chief Model Makern wird diskutiert, welche Figuren, Kulissen und spezielle Effekte hergestellt werden sollen. Hierbei greifen die Modelmaker auf bestehende Figuren zurück. Die grünen Pinguine für den neuen Film müssen zuerst hergestellt werden. Damit die Figur zum Beispiel einen Schritt macht, braucht es eine ganze Sequenz von Figuren. Muss man, wenn man hier arbeitet, auch ein wenig ein Kind sein? Ja, ich glaube, es ist ein Vorteil. Warum? Es ist eine Kinderwelt. Es ist wirklich eine Kinderwelt hier mit so viel Spielzeugen. Und musst die gerne haben. Pingu und alle anderen Figuren bestehen aus einem Styroporkern. Feine Lagen von Plastilin formen den Körper der Pinguine. Für jede Sequenz im Film braucht es Dutzende Figuren in jeder möglichen Bewegung, die die Figur machen soll. Schwierig ist, wenn man etwas Neues ausprobieren muss, also wenn der Pingu eine neue Bewegung macht und zum Beispiel wenn er Trotinett fährt. Weil dann müssen Trotinetts für einen Laufzyklus gemacht werden, das heißt 9 Trotinetts und der Pingu angepasst auf die Trotinetts. Und die Herstellung der Trotinetts allein schon, dass jedes gleich aussieht, ist sehr aufwendig und schwierig. Weil die Pinguine nicht unsere Sprache sprechen, sagen sie fast alles mit ihren Gesichtsausdrücken. Die Modelmakerin Gabi Mache beschäftigt sich ausschließlich mit den Gesichtsausdrücken und den Stimmungen. Wie lange arbeitest du an einem Gesichtsausdruck? Es kommt drauf an. Es gibt einfachere, die gehen vielleicht eine Stunde.
Und dann gibt es die speziellen, die schwierigen, wo man zuerst probieren und suchen muss, bis es passt. Das kann schon mal 3 bis 4 Stunden dauern. Das kommt aber eher selten vor. Meistens benötige ich 1 bis 2 Stunden. In Pingus Welt ist alles selbst gemacht. Das braucht viel Geduld, viel Plastilin und viel Geschicklichkeit mit den Händen. Mir gefällt es, mit den Händen zu arbeiten. Auch die Herausforderung und das Fummelige. Es gibt viele Sachen, die sehr viel Geduld brauchen. Früher habe ich nicht so viel mit den Händen gearbeitet. Es ist aber eine Herausforderung, die Spaß macht. Ich modelliere hauptsächlich Gegenstände in verschiedenen Farben, auch bewegende Sachen, Sachen, die sich verwandeln. Das können Blumen sein oder auch Fische, die aus dem Wasser springen. Das sind dann verschiedene Teile, also immer die gleiche Figur, aber leicht verändert. Und das modelliere ich so, dass es einen Bewegungsablauf ergibt. Dass es am Ende so aussieht, braucht es auch Leute, die die Kulissen herstellen. Die Eisberge entstehen nach dem gleichen Muster wie die Figuren. Zuerst wird ein Styroporkern ausgesägt. Später kommen dünne Schichten von weißem Plastilin dazu und geben dem Berg sein realistisches Aussehen. Man muss sehr genau arbeiten können und also ich habe auch sehr viel gelernt hier. Also ich habe vorher schon, die Materialien waren mir vertraut, aber ich habe sehr, sehr viel hier gelernt. Also an Genauigkeit und Präzision. In der Werkstatt arbeitet ein Modelmaker nur an den Requisiten. Er baut Iglus, Schneemobile und Möbel. Ein Blick in den Requisitenschrank der Familie Pingu. Faszination Pingu? Dass es weltumspannend ist, dass ich irgendwo hin kann und ich sehe einen Pingu da, einen Pingu dort. Das gibt mir das Gefühl, auch global hier zu sein. Wenn die Figuren und Requisiten für eine Sequenz fertig sind, wird alles ins Studio gebracht. Hier wird nun das Set aufgebaut. Seinen ersten Auftritt hatte Pingu 1980 im Schweizer Fernsehen. Sein Erfinder, der Trickfilmer Ottmar Gutmann, verstarb noch, bevor Pingu seinen großen Durchbruch hatte. Pingu kam von Anfang an sehr gut an, auch wenn er sich in den ersten Jahren noch stark veränderte. Das Herz geschlossen haben. Und die Antwort? Nein. Eisbären gibt es nur am Nordpol, Pinguine rund um den Südpol. Sobald alle Requisiten aufgebaut sind, fängt die Hauptarbeit der beiden Animatoren an. Für den 25-minütigen Pingu-Film Pingu am Hochzeitsfest haben Javier Garcia und Seiji Kato mindestens 37.500 Mal den Auslöser gedrückt. Aus so vielen einzelnen Bildern besteht der neue Film. Hierbei ist es wichtig, dass außer der sich zu bewegenden Figur nichts im Bild bewegt. Wir müssen nur so aufpassen, zum Beispiel Gegenstände, wenn der da steht, darf man nicht so berühren, sonst nachher bei Film sieht man so einen Zusprung. Beim Animieren der Plastilinfiguren kommt es auch mal vor, dass die beiden Animatoren eine Einstellung zuerst an sich selbst ausprobieren, um zu sehen, wie der Bewegungsablauf später aussehen soll. Es kommt darauf an, ist es eine schnelle oder langsame Bewegung
und man arbeitet dann ein- oder zweibildweise. Es gibt auch Momente, wo Pingu etwas ansieht, dann kann man vielleicht 10 oder 20 Bilder durchdrücken. Dafür wird es bei schnellen Bewegungen umso schwieriger. Da ist dann alles einbildweise. Man muss vorher alles genau überlegen. Zum Beispiel, gleich wird er eine große Enttäuschung erleben. Dann muss man überlegen, wie groß ist die Enttäuschung? Was passiert vorher? Was passiert nachher? Das muss man alles im Kopf haben. Und dann auch entsprechend den richtigen Gefühlsausdruck und das Timing rüberbringen. Das ist nicht immer so einfach. Manchmal spiele ich die Szene auch selbst, um das richtige Timing zu spüren. Es ist auf jeden Fall immer eine große Konzentration nötig. Wenn der Film gedreht und geschnitten ist, kommt noch die letzte Phase, die Vertonung. Dazu gehören die Stimmen, Geräusche und auch die Filmmusik. In Corelia bei Lugano hat Philipp Kohler sein Tonstudio. Hier arbeitet ein Team aus der Schweiz und Italien an den Filmeffekten und an den Stimmen der Figuren. Trickfilme gehen sehr ins Detail. Sehr viele Einzelheiten müssen präzise sein. Trickfilme haben keine Grundgeräusche. Man muss immer alles erfinden. Grundgeräusche und man muss sich alles erfinden. Wenn das Schneemobil über das Eis fährt, dann hört sich das im Film so an. Der Ton vom Schneemobil kommt aus einem Kinderspielzeug. Beim Erfinden der Geräusche sind die Spezialisten des Studios völlig frei. Es gibt sehr spezielle Geräusche, wo man nicht weiß, wie man anfangen soll, bis man doch eine Lösung findet. Eigentlich ist alles machbar. Sonst ist eigentlich alles machbar. Durch gezielte Schläge mit der Hand auf den Unterarm entsteht das typische Watschelgeräusch von Pingu. Verantwortlich für die Stimmen im Film Pingu am Hochzeitsfest ist der italienische Stimmenvirtuose Pietro Ubaldi. Er kann sämtliche Stimmen nachahmen. In Italien spricht er auch Werbespots für Toni den Tiger. I nostri Frostis grandi! Wenn jemand Pingus Sprache versteht, dann ist es Pietro Ubaldi. Pingu parla una lingua universale, per cui non c'è bisogno si esprime a sentimenti che possono capire tutti quanti. Per cui la cosa bella è proprio questa, che è estremamente semplice, arriva subito e smuove. È istintivo. In italiano poi, in italiano insomma, si dice che fa una specie di Gramlò, che è usato anche in teatro o nella commedia dell'arte, serve ad esprimere senza parole, con dei suoni che ricordano delle lingue. Li senti? Was wäre ein Pingu-Film ohne Musik? Nachdem die Effekte und Stimmen auf dem Film sind, macht sich der Filmkomponist Andi Benedikt an die Arbeit. In seinem Studio komponiert er für den Pingu-Film eine eigene Filmmusik. Ich sehe mir den Film an und schaue, um was für ein Thema es geht. Ist es ein fröhliches Thema? Ist es etwas Abstraktes? Und dann fange ich an und sage mir zum Beispiel, hier bei der Einleitung soll es eine typische Pingu-Musik sein. Eine verspielte und kindliche Musik. Aber nicht zu kindlich. Eine fröhliche, kindliche Musik. Und so wird aus einem ganzen Jahr Arbeit der Trickfilm Pingu am Hochzeitsfest.
Der erste längere Spielfilm aus dem Hause Pingo.